Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Voalex und wir sind natürlich beim besten Podcast der Welt namens Viva la Movilusion. Mein Name ist Corby, mit dabei heute der Mike. Servus und habe die Ehre. Und er ist auch wieder dabei, unser Urgestein von Viva la Movilusion, der Kani. Servus Kani, grüß dich. Hier bitte Applaus einfügen. Genau, hier Klatsch. Ja. Kleinflippen komplett aus, ich kann mich gar nicht retten, vor lauter Schlüpfer, die mir ins Gesicht fliegen, unfassbar. Wir haben einen Spätzle da, der hat mir seine dreckige Boxershort mit hergeworfen, Teufel. Ich weiß nicht, warum ich jetzt heiß ist vom Weder oder weil du da auf der anderen Leitung sitzt. Ich glaube, es ist schon der Kani. Es muss eigentlich fast der Kani sein. Unfassbar. Bei mir ist selber auch heiß und ich habe nur mich da, weißt du schon. Ich habe vorhin auch zu meinen zwei Kollegen gesagt, wann haben wir eigentlich die letzte reguläre Folge aufgenommen, also außer von den Voalex, wo wir zu dritt waren, und es war im März. Zu dem genialen Film Resident Evil, wie hieß er? Welcome to Raccoon City. Ja. Jo. Und da frage ich einfach mal in die Runde, wer von euch hat denn die neue Resident Evil Serie auf Netflix als Voalex? Ich bin am Überlegen, da bin ich mir immer noch unschlüssig, ob es mit einwirft oder nicht. Wir können also mit kurz anschneiden. Hast es du dabei, Corby? Nein, ich nicht. Ich fürchte mich davor, weil die ganzen Kritiken, die ich gelesen habe, unter aller Kanone sind. Und deswegen habe ich mal gedacht, ich habe so viel Zeit zwar jetzt in meinem Urlaub, aber das tue ich mir jetzt mal lieber nicht an. Sagen wir es einmal so, also auch wenn jemand sagt, okay, man muss das mit anderen Augen sehen und hin und her und das ist ja eine neue Geschichte und was weiß ich, kann man sich ja alles schön reden, aber man kann sich nicht schön reden, dass der Plot total langweilig ist, die Charaktere total beschissen und die Schauspieler teilweise total schlecht. Ja, da hilft leider auch die Ausrede nicht, dass man sagt, okay, es ist halt einfach eine neue Geschichte, aber wenn rundum trotzdem alles scheiße ist. Ja, ich habe auch gesagt, wenn sie, sagen wir mal, nicht Resident Evil heißen, dann kann man vielleicht sagen, okay, schauen wir mal an, passt schon, nicht sonderlich gut, aber dann habe ich sie gesehen, aber man erwartet halt auch nur, wegen dem Namen Resident Evil erwartet man halt diese Spieleverfilmung. Ja. Und wie du schon sagst, auch wenn man, neue Geschichte und so weiter und so fort, ja, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die neue Geschichte halt auch nicht so toll ist. Was war es denn für eine Folge? Ich glaube, die 4., wo es durch das Haus sich durchschlängeln wegen die Kameras und wollen die Kameras auskommen. Das, glaube ich, war das Schlechteste, wo ich das ganze Jahr über an Serienfolgen oder an Serieninput gesehen habe. Also so eine langweilige, dilettantische Scheiße. Ja, allgemein. Also da waren nicht viele Momente dabei, wo ich gesagt habe, cool. Der Kettensägen-Typ, das war mal cool. Ja. Das war also allgemein, sagen wir mal, so das Highlight von der Serie, oder? Ist es wirklich so, dass wenn man sie durch die ersten 3 Folgen durchquält, dass es dann besser wird? Nein, dann quälst du nur mal durch 5 Folgen. Du weißt zwar dann ein wenig mehr, aber es wird nicht besser. Nicht wirklich. Und also vom Splattergehalt her ist das schon nicht schlecht. Also es sind wirklich coole Sachen dabei. Aber das rettet dieses Fiasko leider nicht. Die Hauptdarstellerin ist halt auch unterirdisch. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das noch weißt, mit dem Schiff, wo es quasi so ein Zombie aufs Schiff fällt und mit dem Experiment Das ist das Dümmste, was ich seit langem gesehen habe. Das ist das Nächstdümmste. Also wirklich, das ist, wer schreibt den Mist und sagt, klingt nach einem guten Plan. Das habe ich jetzt gemacht, da werden sie mir jetzt loben. Also wirklich hirnverbrannt. Okay. Ja, richtig. Also wirklich, das strotzt nur so vor Dummheit, das Scheißding. Ich hab's am Anfang wollte, das habe ich nicht glauben. Ja, nicht. Und dann denke ich mir, wenn ich mir das dann anhöre, dass sich die Leute dann beschweren, weil der Wesker in der Serie Sport ist, dann denke ich mir, habt ihr die Serie gesehen? Das ist das wenigste Problem. Das ist vollkommen scheißegal. Das ist vielleicht so für mich sogar noch ein Highlight, weil der Typ spielt das echt gut. Ich weiß zwar jetzt seinen Namen nicht. Ich mag den Typen sau gern und das ist auch noch einer von den Schauspielern, der wirklich Schauspieler in der Serie und gut ist. Bis halt dann so diese Aufklärung kommt mit den anderen, die Zusatzrollen, die sind dann nicht so toll. Aber er selber ist eins von den Highlights von der Serie, der das, ich sage mal, das, was es zu retten gibt, ein bisschen rettet. Aber am Ende habt ihr die Serie nicht gesehen, da haben wir ganz, ganz andere Probleme als dies. Absolut. Ja, ist denn, wenn jetzt sagst, der Wesker ist dabei, sind da die anderen auch dabei? Die Claire oder der Leon oder so? Na, weil du hast ja, die Serie spielt praktisch, es gab den Vorfall in Raccoon City, dann haben sie irgendwann New Raccoon City gebaut und da ist dann bam, 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 wieder allen erwarten, das Gleiche passiert. Und jetzt ist die Welt untergegangen, wir sind irgendwie 15 Jahre später und irgendwie ist der einzige von seiner Zeit ist nur der Wesker, der umeinander wuselt.
Ja, aber seien wir nicht besser. Okay. Wer zur Hölle hat denn gesagt, dass das Resident Evil Setting immer so ein Endzeit-Apokalypsen-Ding sein muss? Ich wüsste, glaube ich, nicht ein Spiel, wo es irgendwann einmal so endzeitmäßig ist. Warum müssten wir jetzt einfach dem Paul Anderson-Franchise noch hechten und müssten wir jetzt da auch so eine Endzeit-Scheiße mit einbauen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Aber krieg ich auch nicht den Kopf ein. Ich denke mal, du merkst halt wirklich, die Fans, die ganze Welt, die Resident Evil liebt, die schreit doch einfach nur nach einer richtigen Spieleverfilmung. Haut's doch einfach einmal einen Film übers Herrenhaus her, über den Vorfall von Resident Evil 2, keine Ahnung, von mir ist es 4 auch noch, aber nicht mit den Idioten-Action-Anteilen aus dem Spiel. Es war so beschissen simpel, dass wir uns da mal wirklich zufriedenstellt. Aber irgendwie musste jeder mit einer notdümmeren Scheiße selber verwirklichen bei Resident Evil. Also für mich ist mittlerweile wirklich Welcome to Raccoon City das Beste, was das Filmuniversum an Resident Evil zu bieten hatte. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ja. Genau so schaut's aus. Also das gibt's da nicht. Dann ist wirklich traurig. So, gut. So. Haben wir drüber geschmatzt, gehen wir auf was anderes über. Kani, was hast du sonst für Rolex? Gehen wir mal kurz noch schnell auf das ein, dass die leider wissen, wo es hin sollen. Geht's mal auf Steady, weil wir haben wieder Steady-inklusive Folgen ausgekaut. Wir haben uns nämlich Tor 4 angeschaut. Der Seppi und ich und der Corby heute ja auch noch schnell, gell? Ja. Und dann, wenn ihr die Folge dazu hören wollt, dann ab auf Steady ist für unsere Abonnenten, weil ja das MCU nur noch für Steady-Abonnenten zur Verfügung steht. Außer der Corby möchte ich jetzt nur ganz kurz mit einem Satz sagen, ob er uns zustimmt oder nicht. Was wir in der Folge gesagt haben. So Tor 4? Ja. Ein Satz, mehr kriegst du nicht. Ein Satz? Okay, Moment, dann zitiere ich einfach mal Letterboxd Review. Hast du was geschrieben? Das ist ja cool. Moment. Ein Zitat. Ein klassisches Torabenteuer. Und dann habe ich geschrieben, fand's abwechslungsreich und sehr unterhaltsam, Daumen nach oben. Das ist für dich ein klassisches Torabenteuer. Das ist ein Zitat vom Tor über sein eigenes Abenteuer. Das fand ich witzig. Okay. Ist das so Meta, oder was ist das Ding? Ja, irre. Der ist so deep, den musst du 14 Jahre anschauen, damit du die Hälfte kapierst. Ah, witzig. Also ich habe mich ja darauf eingestellt gehabt, dadurch, dass ich ja zuerst eure wunderbare Folge zusammenschneiden durfte und das veröffentlichen durfte, bevor ich den Film dann selber gesehen habe. Geil, die, wo die dann noch richtig zusammengespoilert hat, oder? Bei dem Film gibt's nicht viel zum Spoilern. Okay. Ich muss sagen, auch wenn ihr eine Stunde drüber redet, war ich immer nur leicht planlos, um was es jetzt genau geht. Ja, viele Elemente von dem, was ihr beschrieben habt, sind natürlich vorgekommen. Allerdings, auch wenn ihr das spoilert, ist es nur okay. Und ich habe mich auf was viel, viel Schlimmeres, Slapstick-artigeres eingestellt. Schlimmer geht nicht. Und eigentlich habe ich mir zum Schluss ausgedacht, naja, also wenn das jetzt Slapstick gewesen sein soll, also zumindest so das letzte Drittel, dann vierte gut. Oh, ich traue mich schon nicht hin, wenn es schon heißt, der Taika Waititi hat schon wieder einen Film verbrochen. Da traue ich mich schon wieder überhaupt nicht hin. Ich fand ihn wirklich gar nicht so schlecht. Das, was mich genervt hat, war dieses ständige auf Guns N' Roses rumreiten, weil ich mir denke, belastet es doch einfach bei Sweet Child O' Mine und dann kann man ja vielleicht bei dem einen oder anderen besseren Musikstück drauf zugreifen, aber nein. Ansonsten muss ich sagen, mein Gott, es ist halt einmal ein Stil, der ein etwas anderer Marvel-Film jetzt mittlerweile mal wieder ist. Das ist ein Stilbruch und sonst nix. Nee. Mit allem, was gut war. Und wenn du jetzt sagst, dass der Tor 4 gut ist, dann muss ich sagen, das ist halt der letzte Folge wenn ich dir hier. zum Geburtstag so ein Ziehgeschenk. Dann schlacht es, dann fange ich an, dass ich wieder mehr Fleisch ist. Du weißt ja wenigstens, was Fleisch herkommt. Ja, eben. Dann sage ich dir, der hat sich erst gut gegangen bei mir. Na, also der Film hat allein deswegen schon von mir eine gute Bewertung, weil Natalie Portman vorkommt. Punkt. Ja, die ist auch eine der wenigen Highlights in dem Film. Ja. Und der Christian Bale ist ein Highlight. Ja, und die Emma Thompson, oder? So heißt, die hat eigentlich auch nicht schlecht gespielt, über die habt ihr gar nicht geredet. Über die Valkyrie. Aber, liebe Hörer, wenn ihr an Kani und an Seppi wirklich Gefühlsausbrüche erklingen lassen wollt, beziehungsweise eigentlich das Urhören wollt, was die denn da an Gefühlsausbrüchen gehabt haben, hört unbedingt in Steady eine, das ist sein Geld wert. Zauberhaft. Jetzt bin ich da eingerätscht, du wolltest mich fragen, was ich gesehen habe den Monat, oder? An Rolex. Ja, go for it. Go for it. Also eins von meinen Rolex ist natürlich die San Diego Comic-Con, die jetzt gelaufen ist und die ganzen Marvel-Ankündigungen, die wir jetzt gekriegt haben für die kommenden Phasen. Ich weiß nicht, habt ihr da schon ein bisschen was mitgekriegt? Ein bisschen. Ich habe nur mitgekriegt,
dass Marvel dann natürlich diese diversen Filme ausgekaut hat und den Trailer zu Wakanda Forever habe ich gesehen. Der war stark, muss ich echt sagen. Also ich finde Black Panther, finde ich einen mittelmäßigen Film, aber der Trailer zu dem zweiten, der ist richtig. Das ist so ziemlich der beste Trailer, den ich die letzten Monate gesehen habe. Ja, so hätte Avatar werden können. Hätte Fahrradkette. Fahrradkette, ja. Aber wo es halt obergeil ist, dass wir endlich die offizielle Ankündigung haben, dass der Charlie Cox und der Vincent, wie es der D'Onofrio, als zurückkommen für eine eigene Daredevil-Serie, die im MCU verankert ist. Born Again, 18 Teile, 18 Folgen wird die Serie haben. Ist ein Comic-Run, werde ich mir vorher auf alle Fälle noch einhauen. Und dass wir jemanden Charlie Cox als Daredevil in dem alten Kostüm, in dem gelblichen Kostüm dann auch schon in der She-Hulk-Serie sehen dürfen. Finde ich obergeil. Spielt das dann noch zusammen mit der Netflix-Serie? Also gehört das quasi dazu? Das weiß man noch nicht offiziell. Da glaube ich, hat es noch nie offizielle Aussage jetzt gegeben, ob das damit einspielt oder nicht. Soll das Sinn machen, oder? Ja, geil war es auf alle Fälle und ich hoffe, dass ein bisschen so die Härte von der Netflix-Serie beibehalten, weil das hat sich halt wirklich abgekommen vor dem ganzen anderen Einheitspreis, sage ich jetzt mal. Das glaube ich wird schwierig. Vor allem, wenn du dann sagst, okay, es ist ja doch so, dass die Serien, die Marvel-Serien auf die Filme aufbauen oder und das wird halt dann schwierig, wenn du sagst, du möchtest die Kids auch mit abholen, dann wird das wahrscheinlich Zwölfermaterial werden, dass die Kids... Ist halt die Frage, ob es halt, weil für mich kam es jetzt ein bisschen so vor, eben mit zum Beispiel Dr. Strange, der ja eindeutig ein wenig so die ältere Generation, in Anführungszeichen, oder sagen wir mal Jugendliche aufwärts angesprochen hat. Und zum Beispiel Tor 4, der Grenzdebile bis unter 5-Jährige anspricht, dass sie vielleicht ein paar Sachen eher so auf Zielgruppen zuschneiden. Und dann kann es vielleicht sein, dass sagen, was unser Daredevil, das wird dann jetzt halt wirklich mal so ein Erwachsenenkino, das aber trotzdem im MCU mitspielt, aber vielleicht dann nicht so tief in die Geschichte mit eingreift, dass man es auch, wenn man es nicht gesehen hat, trotzdem überall mitkommt. Okay. Da ich mir zumindest wünschen. Ansonsten zu den ganzen anderen Ankündigungen, da hast du die wahrscheinlich schon unendlich viel schlau gemacht, oder? Nicht großartig schlau, weil es waren noch einige Sachen, die man schon gewusst hat, die kämen, wo sie cool ist. Die zwei Avengers-Filme, The Kang Dynasty und Secret Wars, die ja dann, ich glaube, Phase 6 ja dann abschließen. Da bin ich auch schon richtig heiß dann drauf, vor allem bin ich dann auch gespannt, wie sie die zusammensetzen. Und was auch cool war, im Wakanda Forever Trailer hat man das erste Mal einen kurzen Ausschnitt oder kurz die Ironheart gesehen. Das ist ja dann diese Junge, die auch in so einem Iron Man Anzug drinnen ist. Das ist die das herzförmige Eisenteil ausklopft, wenn du dich daran erinnerst im Trailer. Oh, na, keine Ahnung. Musst du mal schauen, die kriegt ja auch ihre eigene Serie, das ist Ironheart heißt sie dann. Und das sind, also die Sachen finde ich schon mega geil, da bin ich richtig heiß drauf und... Ja, Blade steht noch an, Fantastic Four steht noch an. Genau, Blade, Fantastic Four ist mit dabei. Guardians 3. Da ist sogar der Steven Spielberg im Gespräch als Regisseur für Fantastic Four, habe ich gelesen. War nicht schlecht, der dritte Ant-Man ist... Den braucht man da schon dafür, das stimmt. Ja, immer her damit. Der dritte Ant-Man, der Quantumania kommt ja noch, glaube auch nächstes Jahr raus. Loki, Staffel 2 ist nächstes Jahr im Sommer angekündigt, der Captain America-Film ist angekündigt, heißt jetzt ein New World Order. Ja. Und die Agatha kriegt ja ihre eigene Serie jetzt, die ist jetzt auch offiziell mit angekündigt. Dann Echo, die wir ja aus Hawkeye kennen, die kriegt eine eigene Serie, in der dann auch der Daredevil mit auftreten soll. Thunderbolts sind mit angekündigt. Also wir kriegen richtig fetten Stoff jetzt halt hergeschissen. Ich bin heiß wie Tittenfett. Irgendwann müssen die Kids, wie es der Mike vorhin so schön betitelt hat, dann ein Buch lesen, um zu verstehen, wie eigentlich das alles miteinander zusammenhängt. Weil sie die Filme nie mehr anschauen können, weil es so viel sind. Ja, da gibt's auch das Battle vom irgendein Meme, wo er im Kino drin sitzt und warnt, wo dann dort steht, Jugendliche 2068, die das MCU nachholen müssen. Das wird aber schon krass. Ja, stell dir mal das vor. Ich hoffe, dass dann einfach alles löschen und dann sagen wir, jetzt fangen wir nochmal rein und diese andere Zeit gibt's einfach nicht mehr. Boah, stell dir mal das vor. Das wäre so geil, wenn es das abschließt und einfach wieder von vorne anfangen. Ja, das hat's ja schon gegeben. Es gibt's ja in die Comics. So ein Zero Hour hat's ja gegeben bei DC und die machen ja da quasi auch so Stunde 0 und von da weg geht alles neu weiter. Also ich sag niemals nie. Eben, ja, das gibt's ja auch lang in die Comics, dass da irgendwie wieder mal so ein Startschuss, nenne ich es jetzt einfach mal, gibt und irgendwie neu losgeht. Ja, aber wie hart das halt jetzt einfach hier mittlerweile ist. Zig Filme, dann nur die ganzen Serien dazu. Mhm. Da nochmal von neu anfangen. Mein Bub wird sich mich so gefreut. Aber bis 2026, glaube ich, ist jetzt erst einmal safe, dass nicht von neu angefangen wird, weil bis dahin gehen jetzt noch Phase, also nach Wakanda Forever ist ja Phase 4 abgeschlossen. Dann geht's nächstes Jahr los mit Phase 5. Ich glaube, der erste Film wird dann wahrscheinlich schon Guardians 3 sein. Und bis 2026 läuft dann mal die ganze Gaudi noch mit der Phase 6.
Und dann schauen wir mal, was uns danach erwarten wird. Das Ganze läuft jetzt, wir haben ja bei der ersten, die erste Saga war jetzt die Infinity-Saga, jetzt ist es die Multiverse-Saga. Aha. Und wir freuen uns natürlich dann auch alle auf den nächsten Thor-Film, auf Thor 5. Ein weiteres Wolleck, der Korbi hört auf bei uns, das ist jetzt die letzte Folge. Sau schade. Oh Sau Gott, schade, aber wir schneiden dann unseren Shit. ja, ich zahle jemanden, mir ist scheißegal. Ich zahle jemanden. Was aber noch ein Wolleck war für mich, mittlerweile sind die Serien durchgelaufen und sie waren für mich einfach mega geil. Das war The Boys, die Staffel 3. Habt ihr die angeschaut? Ich bin bei der Mitten. Weglasse, oder? Ich möchte Ja. es dann auffangen. Ja. Das haut wieder richtig rein. Also das ist wieder die komplette Antithese zum Marvel-Universum. Also das Ja. ist wirklich anreidig, brutal, alles. Das ist abgefahrene Ideen drin, das quasi in so einem Mainstream-Film nie reinpacken kannst. Und ja, der Karl Urban ist einfach eine geile Sau. Der ist wirklich so ein cooler Hund, dass du sagst, ich möchte genauso sein wie der. Und der Homelander ist die größte Mistsau. Also wirklich, das ist einer, den kann die pausenlos im Pfotzen haben. Das ist unfassbar. Ja, ist so geil. Der ist jetzt auch für irgendeinen Marvel-Bösewicht im Gespräch. Ja, Ich glaube, unbedingt. bei Blade ist im Gespräch, dass er einen Dracula spielt. Witzig. Ja, kann ich Ja. mir gut verstehen. Ich frage mich, wie man den bei Benji sympathisch finden hat können. Ja, weil er bei Benji wirklich ein cooler Hund ist. Also bei Benji Ja. ist das ganz was anderes. Vor allem, wenn er dann wirklich für andere Leute einspringt, denen wo es schlecht geht und dann die Besen total zusammenkloppt aufs Gröbste und 100.000 Leute schießt, das macht ihn schon sympathisch. Also da brauchst du keine Brille. Benji, hast du gesehen, Benji? Ja, ja. Ja. Benji ganz Weltklasse. Benji ist doch so ein Hundefilm, oder? Ja, genau, den habe ich gemeint. Verkämpferns. Voll depp. Und in die letzten Mal habe ich es kurz angeschnitten. Miss Marvel ist da gelaufen, mittlerweile ist durchgelaufen und muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es halt einfach cool, eben, da habe ich das letzte Mal schon erzählt, mir gefällt, nein, ich glaube beim Tor 4 habe ich es erzählt, müsst wieder auf Steady, dann wisst ihr, was ich meine. Aber das, was das MCU eben jetzt bei vielen Sachen macht, was sie damit aufgreifen, was die ansprechen für Themen und so, und das machen sie bei Miss Marvel auch wieder, und ich finde, sie ist einfach, sie ist einfach ein geiles Schaf. Ich hab dir da gern zugeschaut, man muss jetzt mal bewusst sein, dass es eine Teenie-Serie ist, aber man kann damit viel Spaß haben, finde ich. Und was halt wirklich ein fettes Wolleck ist in Folge 6, was da angekündigt wird, kriege ich jetzt noch leichte Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also richtig geil. Bin ich heiß. Schwer bin ich heiß. Bin nur heiß die ganze Zeit, aber Da gibt's bestimmt auch bald eine eigene Folge drüber, oder? Auf Steady dann von dir. es wird auf alle Fälle auch einmal, da wir ja das MCU durcharbeiten, wird es auf alle Fälle auch mal eine Miss Marvel-Serie geben müssen. Oh mein, bis wir fertig sind, da vergehen ja nur Äonen. Äonen. Aber wir haben ja auch vor, auf ewig zu existieren, oder? Ja. Du hast mir vorhin angekündigt, dass ich gleich weg bin. Ja, aber das heißt ja deswegen nicht, dass Viva la Movie Illusion weg ist, gerade weil du weg bist. Okay. Oh. Es wird aber nicht mehr so sein wie vorher, wenn du weg wirst. Das kann ich da schon sagen. Sondern viel, viel besser, ja. Endlich. Was auch noch ein Wolleck ist, und da muss ich das mal sagen, ich war jetzt wieder auf ein paar Konzerte, was haben wir angeschaut, an Alexander Markus, Weltklasse, Moshpit zu Pitchy Pitchy Popo, geiler geht's nicht, Minas Moos, auch geil, wenn's losgeht, bevor eine Hip-Hop-Band spielt, wenn die ganze Slayer läuft, und wenn dann die Band auf die Bühne kommt und die ersten Worte, die du hörst, ist Hurensohn, 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 Hurensohn. Muss ich lachen, waren richtig geile Festel, und gestern war ich noch bei Disnuts in Minga im Backstage, und Mike, du kennst es sicher, wenn's diese komischen Leute, diese Violent Dancer. Ja. Lecke. Also, war leck geil Konzerte, aber war direkt diese Violent Dancer Scheiße, geht mir so auf den Sack. Es gibt ja in der Regel auch irgendwo einen Pit für euch. Geht's doch einfach da hier. Aber gestern haben wir wieder so einen Vogel da gehabt, der sich dann an den Rand steht, wo die Leute halt dann wirklich normal stehen wollen und zuschauen wollen. Vorne ist die Hölle los. Da kannst die austoben. Nein, er steht da, wo die Leute normal schauen wollen, und haut mit die Füße, mit die Hände aus. Mädels rumdumm gestanden, die halt dann nicht unbedingt den Ellbogen in der Fresse haben wollen, so wie andere. Und er, erstens mal schaut sowieso affig aus, muss ich sagen. Ja, dann gibt's halt irgendwann mal einen Dropkick ins Kreuz, und dann ist er natürlich weg. Das hilft halt dann nicht, aber da haben wir wieder mal gedacht, Gott, wie du aufregst, du Vollidiot. Geh doch 4 in diesen scheiß Moshpit, wenn's die aufführen müsst, aber nicht da, wo die Leute einfach nur schauen wollen. So, ich kotzt mich an. Die Desnuts, die sind Hardcore, oder? Ja, Ja, das ist aber eine typische Hardcore-Krankheit. Also Das stimmt, ja. dieses Moshpit-Verhalten, das ist wirklich ganz schön lästig, da gebe ich dir recht. Was hast denn dann du in der Situation gemacht? Bist dann schon gegangen und hast dann den beruhigt ich hast und gesagt, hab's ja gerade Kim, gesagt, Dropkick von hinten hat's gegeben. Ach so.
Echt? Also jetzt? keinen direkten Dropkick, aber da gibt's ja dann irgendwann einmal die Walze, Ellbogen raus und dann wird der Typ durch die Menge vierig geschoben in den Moshpit rein, wo sie nicht dann umeinander werfen können, den Kasperl. Aber was mehr da? Aber an sich war das nämlich echt ein richtig schönes Pogo-Verhalten da drinnen. Also da ist nicht fake kaut worden, sondern es war richtig angenehm und spaßig und hat bis auf so eine Handvoll Trotteln, die aber von mir aus einen im Pit umeinander hauen können, das passt ja, aber mir nerven eben diese Arschgeigen, die dann am Rand bei denen Leuten stehen, die einfach nur schauen wollen. Und dann hau ich da mit die Ellbogen und Hand und Füße aus wie ein Arschloch, total ignorant, schau auf keinen und dann sehen, ja, es hat auf alle Fälle dumm, haben sich ein paar Leute gefreut, als ich ihn vierig geschoben habe in meiner Moshpit, den Trottel. Ja, habe ich mich kurz aufregen müssen, und dann bin ich selber wieder vieri und war spaßig auf alle Fälle. Diesmal ist es ein richtig, richtig geiler Live-Act gewesen. Haben zwar gerade 50 Minuten gespielt ungefähr, aber die 50 Minuten gelangen auch, dass du meinst, du bist dann Marathon gelaufen. Geil, was auch, weil da hast du Securities da, weil das war die größere Backstage-Halle. Wenn jemand schon mit drinnen war, auf der Seite gehen da die Podeste so auf und das ist, glaube ich, die einzige Backstage-Halle, die auch einen Sound zu der Bühne hat. Und die haben halt die ganze Zeit Leute angestiftet, dass aufgegeben auf die Bühne und zum Stage-Dive einspringen und Security sind ja eigentlich dafür da, dass sie die Leute davon abhalten, dass sie über den Sound steigen auf die Bühne. Und dann hast du irgendwann die Security gesehen, wie es dann, am Anfang wollten sie es nur aufhalten und dann irgendwann haben sie ja sogar geholfen, dass sie umsteigen und reinhupfen können. Safety first. Ja, das war echt Safety First. Einer ist dann sauber ins Lade gesprungen, da hat es dann geheißen, hey Leidl, das müsst doch den fangen. Aber ich denke, ja, aber er ist ins Lade gesprungen, der Vollidiot, der hat gar nicht geschaut, der ist einfach auf, hat Anlauf genommen und ist da hingesprungen, wo 3 Leute stehen. Ist halt einfach voll am Boden aufgelatscht. Bei Ja, der passen, glaube ich, sogar ein paar tausend Leute rein, oder? Nein, bei weitem nicht. Also die Backstage-Ding ist ziemlich klar. Da hätte ich jetzt gesagt, maximal 1000 Leute in das Ding, wenn überhaupt. Achso, du warst nicht in der Gresten. Haben die nur eine Größe? Ich weiß jetzt eigentlich nur, das ist Also jetzt die Größte. ich war mal bei Guano Apes im Backstage und da waren es, glaube ich, um die 2000 Leute. Ah, okay. Dann ist da vielleicht nur eine größere Halle, in der ich noch nicht drinnen war, weil das war bis jetzt die größte, in der ich immer war, mit diesen Seitenpodesten, wo ich dann von oben praktisch schauen kann. Wo es aber recht geil ist, wenn du dann da oben stehst und unten halt dann dieses Moshpit-Gewuhl siehst. Das ist eine geile cool. Optik. Das taugt mal weh. Aber meistens stehe ich unten im Moshpit und lasse mich umeinander hauen. Und dann steht da wieder eine Wirbelsäule aus und dann hast du wieder 14 Tage Urlaub. Ja, heute ist wieder umgeschnackelt, seitdem einer ist mit dem Sprunglenk eingestiegen, Ellbogen aufs Waschel, Kinnhaken, mir tut so unglaublich viel weh heute. Wie alt bist du? 12. Aber es hilft nicht. Auf einem Konzert mag ich Action haben, das passt schon. Okay. Das waren aber meine Volex vom Juli. Ja, schön. Dann vielen Dank. Der Sehr gern. Mike und ich sind jetzt aufgeschlaut und wissen wir, was wir jetzt in Zukunft dann anschauen können. Vielen Dank, Kani. Immer gern für euch. Also dann macht es gut, habt noch viel Spaß. Ja, dann bis zum nächsten Mal. bitte. Ciao. Mike, wie hast du deinen Juli verbracht? Du hast vorhin gesagt, du hast nicht ganz so viel gesehen, Ich hab aber nicht ganz das, was du, lass mich raten, das, was du gesehen hast, sind echte Perlen. Ja, auf jeden Fall. jetzt fange ich mit dem Aktuellen an. Und zwar bin ich jetzt fast mit der ersten Staffel Evil durch. Die läuft da auf Amazon Prime Video. Ist ja so ein wenig so eine Mischung aus Fringe und Akte X. Geht in Richtung dämonische Besessenheit und Austreibung und Erforschung der Phänomene oder Widerlegung der Phänomene von Besessenheit oder so eine Sachen. Und ich war total begeistert. Also die erste Staffel hat mir super gut gefallen. Es gibt im Ganzen 3, habe ich gerade gesehen. Bei Amazon ist jetzt die erste Staffel drin. Und ich kann es wirklich fast jedem empfehlen, außer jemand, der sagt, okay, wenn er so etwas Gruseliges, sowas in der Richtung sehen möchte, dann muss sie was rühren, weil das wirklich sehr langsam aufgebaut ist. Aber es baut jede Folge auf die andere auf, es entschlüsselt sie immer mehr, es kommen immer mehr so Kleinigkeiten, die in der ersten Folge erwähnt werden, kriegen immer mehr Gewicht, desto länger die Serie dauert. Ich war begeistert. Also es ist wirklich auch teilweise total gruselig, weil da kommen so Dämonen in unserer Zeug vor mit echt geile Masken und so Practical Effects. Und dann haben sie wieder so Geschichten drin, wo quasi das böse Leid beeinflusst, die das aber eigentlich gar nicht wirklich mitkriegen, aber so jetzt das Böse in der Gesellschaft sich weiter ausbreitet und einem höheren Ziel dienen soll. Was jetzt das Ziel ist, weiß man noch nicht genau. Aber das darf ich jetzt sowieso nicht verzeihen. Ich möchte euch bloß auf die Serie aufmerksam machen und heiß machen. Ich hätte es ohne einen Kani auch nicht am Schirm gehabt. Der hat mir geschrieben, hey, habt ihr Evil schon gesehen? Sag ich, nein. Gleich geschaut, erste Folge rein und haben wir jetzt da durchgekreuzt. Und Okay. wie gesagt, jetzt geht man eine Folge ab, aber ich wollte es euch schon mal sagen,
könnt ihr euch auf alle Fälle bedenkenlos einbauen. Gefällt mir voll. Das Komische ist, jetzt sehe ich gerade, die US-DVD hat eine Freigabe ab 18 und die Prime hat eine Freigabe ab 12 bei jeder Folge. Also das ist jetzt halt, das eine ein wenig krass und das andere, ich glaube so ab 16 ist das einwandfrei zum Anschauen. Okay. Wenn du sagst, das ist so ein bisschen in Richtung Fringe und Akte X, das heißt, da geht's dann um irgendein, weiß nicht, Team, das dann das untersucht. Genau. Und so haben sie da eben auch einen Pfarrer und so einen Techniker, die zwei helfen zusammen. Und dann ITler? Was? ITler. Ja, ITler mehr. Er tut noch so Kameras und so Geschichten, tut er noch aufstehen und solche Sachen. ITler Also, können ja fast nichts. Einer von die, hey! Okay. Und dann haben sie da holen sie quasi in der ersten Folge noch eine Psychologin mit dazu. Das ist quasi dann die Skeptikerin. Das ist die Scully, so ungefähr. Der Pfarrer, das ist ein Schwarzer, der Mike Colter. Ist das der von Marvel? Wie heißt der dann? Ist das der, nicht Iron Fist, wird der andere geheißen? Conny, helf mir. Nicht Iron Fist. Welcher? Du sagst, ist es der von Marvel? Nick Cage. Ah, ich glaube schon, dass er das ist. Ich weiß aber den seinen Namen jetzt nicht. Ah, okay. Der Luke Cage. Du meinst einen Luke Cage? Luke Cage. Ja. Ich glaube, das ist der. Und das ist quasi der Pfarrer, das ist der Gläubige und die zwei dackeln halt da öfters einmal ab, weil die eine glaubt halt eben, dass man alles Übernatürliche erklären kann und der Pfarrer sagt, na ja, und es gibt schon ein paar Sachen, die kann man nicht erklären. Ja, das ist der Luke Cage. Und da gibt's eine richtig coole Dynamik zwischen die Charaktere und genau. Anschauen. Ja, ich möchte es unbedingt sehen, weil ich folge da dem FX-Studio auf Instagram, die posten dann immer, dann sehe ich immer, was die für Masken und für Figuren posten. Ich denke mir, Alter, das schaut ja so geil aus, ich flippe komplett aus. Bis ich dann irgendwann mal gesehen habe, dass das die Evil-Serie ist und seitdem habe ich die auf der Watchliste. Ja. Hast du mir einen guten Tipp gegeben? Hat mir sehr gefallen. Sehr. Da bin ich allzeit bereit, dass ich dir was kurz empfehle. Ja, unbedingt. So wie Hausen, ja. War ein guter Sautipp. Ein Scheißdreck was. Ja, das soll jetzt danke, wenn ich das nicht mehr sehe. Dann habe ich noch gesehen, The Sea Beast auf Netflix. Der war schön. Also das war ein richtig schöner Animationsfilm. Vielleicht ein bisschen lang, weil der auch wieder 2 Stunden dauert hat. Aber so von der ganzen Inszenierung her war der super. Die Animationen waren wirklich Weltklasse, wo es aus Wasser und so Sachen angeht. Also wirklich super schön gemacht. Die Story ist natürlich wieder so das Übliche, dass man sagt, okay, gibt die große Handlung quasi, dass die Seemonster auf die Weltmeere viel Schaden richten und es werden ein paar so wilde Piraten und Soldaten ausgebildet, die quasi die Monster zur Strecke bringen sollen. Und da stellt sich halt dann auch wieder raus, okay, sind die Monster wirklich so böse, wie sie scheinen und so, und das wird dann am Schluss auch wieder alles revidiert und so, und man kennt... Ja. Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, aber das ist doch einfach Drachenzähmen leicht gemacht mit Seeungeheuer. Ja, so ungefähr. Also es wird nicht ganz so ja, kann man sagen. Nein, aber es ist halt nicht das Wikinger-Setting, sondern es ist halt Piraten-Setting. Genau, also Piraten-Setting. Ja, das ist praktisch, wenn du abschreibst, aber einen Namen ausbessern sollst. Nein, es hat schon noch so, ja, ich habe jetzt weniger dran gedacht, an die Drachenzähmen leicht gemacht, während des Schauens, als wenn du jetzt gerade erwähnt hast. Also, habe jetzt nicht während des Schauens dran denken müssen. Also, es hat schon genügend, was? Warst wieder nicht mit dem Kopf dabei? Ja, nein, es ist halt einfach nicht 1:1. Also, man kann schon so sagen, gebe ich dir recht, aber es hat genügend Eigenständigkeit, dass man sagt, okay, schön. Viel Action, viel Humor. Habe ich tatsächlich schon von ganz viel gehört. Ein paar, die dann gesagt haben, sie müssen am Ende von dem Film ein bisschen sogar mit den Tränen ringen. So weit bin ich jetzt noch nicht. Ich habe die erste halbe Stunde gesehen und das, was ich gesehen habe, war schon nicht schlecht. Weiß nicht, Mike, kennt man das Animationsstudio? Ja, die haben den Vanyana auch gemacht. Ah, echt? Mhm. Ja, und nur irgendwas. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das bloß gelesen mit Vanyana und haben gedacht, ja, müssen wir uns einbauen. Und haben uns den Trailer angeschaut, waren wir begeistert, und der Film war wirklich sehr kurzweilig, obwohl er wirklich die 2 Stunden dauert. Aber wo ich sage, okay, wenn er jetzt mit 4 Kindern, wenn er jetzt seit 1,5 Stunden dauern dauert, hätte es wahrscheinlich auch gelangt, weil sie haben so viel so Nebenquests und Subplots drin, wo ich sage, das hätte jetzt für einen Kinderfilm im Endeffekt nicht braucht. Aber gut, wenn er 2 Stunden dauert, nimm ihn 2 Stunden mit aus die Maus.
Und es wird nicht gesungen. Nicht. Ja, Nicht einmal. Gott sei Dank. Was ist mit Leitzinger jetzt? Was ist mit dir? Was? Was ist mit Leitzinger, wenn es fröhlich sind? Was ist mit dir? Lass mal Leitzinger. Ja, ich bin Vajana hat auch schöne Lieder dabei gehabt. Ja, das stimmt. Schon, Sehr aber schön das, sogar. Ja. Also, die Vajana habe ich in der Sneak Preview gesehen gehabt. Und Cool. wenn du die da auf irgendwas Blutrünstiges eingestellt hast und dann kommt das, dann bist du halt dann schon ein bisschen Das ist die enttäuscht. Also gut, du bist in Sneak gegangen und hast dir allgemein auf was Blutrünstiges eingestellt und Ja, dann ich ist hab Vajana mir gekommen. gedacht, boah, Jetzt, ja, geil, einfach die anderen mal mitschleppen in irgendeinen Horrorfilm und jetzt, und dann kommt der nice Disney-Film. Da hab ich gedacht, ach, bitte. Ja, aber warum bist du nicht einfach von Haus aus in einen Horrorfilm gegangen statt in Sneak Peek? Weil das billiger ist. Ja, okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Dann habe ich noch was gesehen, ein absoluter Geheimtipp, und zwar The Seventh Curse heißt der. Das ist schon ein wenig älter, ne? Der ist von 1986 und ist die Troma-Version vom Indiana Jones, ja, aus Hongkong, sage ich jetzt mal, vom Regisseur von dem unglaublich geilen The Story of Ricky. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Beste Leben. Und das ist quasi ein Expeditionsteam macht in Thailand eine Expedition, ist ja klar, sonst war es auch kein Expeditionsteam. Und die finden Jetzt hast du mich schon. Ich muss echt sagen, allein nach der Erklärung bin ich ich dabei. male mit Worten. Los, Expediteure expeditiert. Da wird eine junge Dame, die beim Duschen im Teich beobachtet wird, soll geopfert werden. Und ein Mann, also ich sag's jetzt immer nur mit Männern und Frauen, weil das sind Namen, die ich möchte nicht eine ganze Nation wütend machen auf mich. Deswegen sage ich es nicht. Also auf jeden Fall wird die Frau... Wenn doch unser Niederbayerisch Deutschland schon auf uns wütend ist, oder? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall wird die junge Dame gerettet und wird nicht geopfert. Wobei einer der Männer mit dem Blutfluch belegt wird. Der hat 7 Phasen, glaube ich, und bei jeder Phase explodieren ihm irgendwelche Krampfadern in die Füße und so. Schaut ultra brutal aus. Es ist immer allgemein so, dass der Film eine Tonalität hat, die einen direkt durchbeidelt. Also wir haben alles. Wir haben abgefahrene Hongkong Kung-Fu-Action, wir haben so Indiana Jones-artige Abenteuerszenen, wir haben brutal lustige Szenen drin, so richtige Buddy-Action, sprich so One-Liner und so ein Zeug, und dann wird das unterbrochen von extrem kaltschnäuzige Splatter-Szenen. Also wirklich, der Film ist dermaßen grob, dass du gar nicht weißt, ja, der haut die von der Tonalität her total durcheinander, und das fand ich unglaublich cool. Der hat so viele coole Ideen, und für 1,5 Stunden war der so extrem kurzweilig mit seinem Irrsinn, dass ich in dem Film sofort schockverliebt war. Voll geil. Da waren Monster damals, dabei. als du das erste Mal gesehen hast. Was? So wie in Me damals, als du das erste Mal gesehen Ja, hast. genau, du musst deinen depperten Seitenscheitel gehabt hast, auf keinen Fall. Was möchtest du mit deinem autorisierten Captain Planet Scheißdreck? Voll geil war ich, voll geil. Nix was geil. Ja, was schon geil. Ich hab mich schon verliebt in die, du Arschloch. Ja, Und ja, du, gut. du Also, der Name ist mich nie, hast weißt? schon. Ich bin da dabei. Ich schau mir den jetzt dann auch an. Ja, du hast, Wo hast du den gesehen? ja, das war jetzt ein wenig ein Geschiss, weil den wollte ich eigentlich, da gibt's eine ganz ranzlige alte DVD von Laser Paradise, aber da ist die Bildqualität unterirdisch. Und dann habe ich mir aus UK eine Blu-ray bestellt von 88 Films. Und das ist eine ganz schöne fette Box mit, so eine Hard-Karton-Box mit Poster und einem Buch drin und so Aushangfotos, so Lobbycards und dann noch so ein Amaray mit Schuber. Und das habe ich mal importieren müssen aus UK. Okay, ich habe jetzt irgendwie gehofft, auf Prime. Schau dir den einfach an. Also das ist so abstrus, dass ich sage, ich weiß nicht, ob Prime sowas jemals eine dort hat, oder ich weiß auch gar nicht, wie soll man den Film freigeben? Also es ist eine Geschichte, dann jetzt ich sagen ab 16, aber dann wirklich Szenen dabei, da werden Kinder in so eine Presse reingeschmissen und dann wird zudraht und dann platzt es. Also man sieht da quasi nur, wenn sie es reinschmeißen und dann ist ein Schnitt drin und dann siehst du es halt von der Seite und dann gehen die 2 Steine, die Mahlsteine zusammen und das Blut spritzt aus. Und dann die nächste Szene ist wieder total lustig. Also das ist eine ganz seltsame Tonalität, und dann mit dem Abenteuer Szenario mit dazu. Dann haben sie wieder eine Szene drin wie von Indiana Jones, dass man sagt, okay, es fällt eine Kugel runter und dann müssen sie von der Kugel davor laufen und lauter so Sachen. Aber es ist jetzt nicht Fun-Footage. Nein, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist ein total abgefahrener Action, Horror, Comedy-Film aus Hongkong. Okay. Und es spielt sogar noch der Chow Yun Fat mit. Den kann ich noch aussprechen. Ach, so gut, Wenn den noch- Schaui. Wenn den noch jemand kennt. Den mögen wir Also, auch. ich kann euch absolut The Seventh Curse nur empfehlen.
Weltklasse. Okay, gut. Das war jetzt alles von mir. Wie? Echt jetzt? Ja, mehr habe ich nicht. Hey Leute, was ist denn los? Ja, ich hab nur Hills of Ice geschaut, ich hab nur Wreck geschaut, also bei mir gibt's nicht mehr. Okay. Also ich habe seit ein paar Tagen Urlaub und ich nutze diese Zeit sehr stark damit, einige Filme nachzuholen, die ich schon länger mal sehen wollte. Zum Beispiel Goonies. Boah. Na, den habe ich immer noch nicht gesehen. Was ist mit dir? Aber noch vor meinem Urlaub habe ich eine Serie jetzt nach einigen Jahren wieder für mich entdeckt, die mich total begeistert und wo ich jetzt aktuell den letzten Folgen hinterherfieber, und zwar Better Call Saul, die Prequel-Serie zu Breaking Bad, und das läuft ja schon seit 2015. Ich habe schon Stimmen gehört, die das gleiche gemacht haben wie ich, sie die ersten 2 Staffeln angeschaut und dann gesagt, naja, okay, da geht's wirklich nur um Anwaltsgedöns und ab und zu siehst du mal so ein bisschen Kartell-Action, aber naja, gut, das kann man ja, wenn es irgendwann mal fast fertig ist, dann an einem Rutsch anschauen. Aber nein, es ist tatsächlich sehr spannend, gerade so, was die letzten 2, 3 Staffeln passiert. Und ich bin mittlerweile, jetzt läuft bis Ende August, laufen jetzt die letzten 4 Folgen, genau in dem gleichen Feeling wie damals bei Breaking Bad. Also wirklich jeder Folge hinterherfiebern und ein bisschen Angst haben um die Hauptcharaktere und was passiert jetzt, und echt nicht schlecht. Was nicht, habt ihr da einmal reingeschaut? Nicht eine Folge bis jetzt. Ich auch noch nicht eine Folge gesehen, leider. Also, wie schon gesagt, wirklich sehr zu empfehlen. Die Qualität ist meiner Meinung nach genauso gut wie bei Breaking Bad, natürlich mit dem Vorteil, dass man da aus mehreren Staffeln Breaking Bad auch lernen konnte. Also das heißt, bist du praktisch ab Folge 1 in dieser Welt, die perfekt inszeniert ist und perfekt durchdacht bis jetzt eben zum Schluss raus. Und ich bin wirklich jetzt gespannt, was da nur passiert, weil man sieht ein bisschen, glaube ich, dann sein Leben nach Breaking Bad, und jetzt gerade in den letzten Folgen ist ja schon bestätigt worden, dass der Walter White und der Jesse Pinkman auch noch ihre Auftritte haben werden. Für jeden, der Breaking Bad gesehen hat und sich noch nicht an Better Call Saul rangetraut hat, hier nochmal meine klare Empfehlung. Saugeile Serie, wird genauso spannend, reinschauen. Ich habe eigentlich das nur gehört. Ich habe von keinem gehört, dass das schlecht ist. Alle Leute, die mir davon erzählen, die feiern. Ja, Ja. aber irgendwie habe ich es auch noch nicht geschafft, dass ich mich mal hinsetze. Wie schon gesagt, das ist jetzt wirklich reiner Zufall, dass wir uns das jetzt angeschaut haben und jetzt die letzte Staffel aktuell läuft. Aber wir haben das so durchgesuchtet, dass das so schnell ging, und jetzt bin ich mittlerweile wieder so weit, dass ich wirklich von Woche zu Woche drauf warten muss, bis da die neue Folge rauskommt. Und leider Gottes muss ich nur sagen, ich habe jetzt in der 6. Staffel umgeswitcht auf den Originalton, weil die Synchronsprecher von einigen Figuren jetzt in Rente gegangen sind oder teilweise sogar gestorben sind, was natürlich dann sehr schade ist, aber ich kann mir einfach nicht an die neuen Stimmen anfreunden, sodass ich mir das Ganze jetzt auf Englisch gebe. Also was ist bitter, gell, unter der Serie, wenn da auf einmal die Stimmen anders Ja, vor wird. allem in der letzten Staffel, das ist halt, Er hat gesagt, Leidels Kim, das hättest du jetzt auch noch ausgehalten. Gehst du da ein Jahr später in die Rente? ja. Weil da ist gerade die von der Freundin von ihm, die Kim Wexler, die ja die 2. Hauptrolle da drin hat, genau da ist die Synchronsprecherin gestorben, und jetzt haben sie halt da eine andere hergenommen, aber die Stimme, die passt mir halt persönlich überhaupt nicht. Dann haben sie nur die Stimme vom Mike ausgetauscht, und das, ja, ist halt alles nicht so Bitter. geil. Ich kann mich wirklich bei vielen Sachen dran gewohnen, auch mit der Zeit, wenn es recht passt. Aber so wie bei Akte X, die mit dem Mulder, die Stimme von Mulder, die war plötzlich eine andere, und die haben mir nur gedacht, ich kann es echt nicht mehr anschauen. Das hat mich so gestört. Unfassbar. Ja. So weit bin ich nicht gekommen bei Arctics, dass ich das gesehen hätte. Bei einer Serie ist es halt richtig scheiße. Beim Film, mein Gott, wenn da mal ein Hauptdarsteller eine andere Stimme hat, ja, gut, ärgerst die, und dann irgendwann akzeptierst du es schon, ja, klingt halt ein bisschen anders. Aber bei einer Serie ist es halt einfach doof. Naja, trotzdem freue ich mich jetzt auf die letzten Folgen und werde mir dann danach auf jeden Fall wieder Breaking Bad reinziehen, weil da kann ich jetzt mit ein paar Charakteren etwas anders umgehen, dank Better Call Saul. Schön. Dann, es ist kein richtiges Warleck und es ist ja kein direktes Beileck, aber
es ist für mich schon ein Thema, wo ich sag, ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen mehr oder ein bisschen was anderes erwartet. Und zwar, ich habe mir The Northman angeguckt vom Mr. Eggers. Okay. Habt ihr auch schon die Freude gehabt, dass ihr da reinschauen durftet? Das Steelbook ist schon angekommen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Und ich war im Kino. Ach so, du hast es ja dann eh schon gesehen. Ich hab ihn schon gesehen, ja. Was sagst du? Ja, ich hätte jetzt nicht als Walleck eingestuft, aber mir hat er gut gefallen. Also, ich hätte jetzt auch nicht in die Folge mit eingenommen, aber mir hat er gefallen. Kann er mit Okay. den ersten zwei quasi nicht mithalten, oder was? Also, ein Witch kommt er nicht ohne und Leuchtturm habe ich Leuchtturm immer auch noch nicht. nicht gesehen. Na, Er ist halt ein bisschen mainstreamiger, muss man jetzt auch sagen. Der Northman ist Okay. ein bisschen mainstreamiger mit den Eggers-Einschlägen, da jetzt ich sagen. ich würde nicht einmal ja, also natürlich vom Budget her und allem drum und dran auf jeden Fall Mainstream, aber ich glaube, dass viel Leid so gegangen ist wie mir, die jetzt gerade in die ersten 5 bis 10 Minuten nicht so richtig reingekommen sind oder vielleicht viele Sachen nicht verstanden haben. Also mein Verständnis Das war ja dein von Problem, so wie die kennen. mein Verständnis von coolen Wikingern ist mittlerweile Vikings, wo ich mir schon sehr sicher bin, dass das wahrscheinlich jetzt eher nicht so der Wahrheit entspricht. Und Robert Eggers ist ja dafür bekannt, dass er ja da sehr originalgetreu das Ganze inszenieren will. Und da kämen halt manche Sachen vor, wo ich mir halt dann gedacht habe, okay, jetzt sitzt der Vater und der Bub da und die bellen wie Hunde. Gegenüber sitzt der nackte oder halbnackte Willem Dafoe. Okay, schauen wir mal, guter Film, was du noch zu bieten hast. Ja, nichts Schlechtes. Ja, nicht. Also, Willem Dafoe, bei ihm wie ein Hund. Das ist stark gewesen. Das waren alles so tolle Szenen. Ja, also ich habe einfach ein bisschen was anderes erwartet. Was mich schon enttäuscht hat, war, dass mir der Trailer irgendwie was versprochen hat, was ich dann nicht gekriegt habe. Weil eigentlich alles, was im Trailer war, kommt in die ersten 10 Minuten vor. Hört den Trailer schauen auf. Ich sag's immer wieder. Never trust a Trailer. Schaut euch die Scheiße nicht an, oder müsst euch nicht mit falschen Erwartungen rumschlagen. Dann muss ich aufhören, dass ich ins Kino gehe. Weil? Weil da nur noch Trailer kämen. Ach, so meinst du. Okay, ja, da manchmal kommst du nicht aus. Das da gebe ich dir recht. Aber ja. Ja, lass dich nicht so beeinflussen, Corby. Sei mal der Eigner hier. Ja, war ja auch. Und trotzdem, ich bin halt mit der Qualität von Leuchtturm und von Witch ohne gegangen und naja, hab mir halt dann bei den Northmen gedacht, war ganz nett, aber hab ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Ist der recht grob? Gewalttechnisch? Hätte jetzt ich nimmer in Erinnerung. Na, also, es kämen halt ein paar Sachen vor, die sind krass. Aber jetzt so, dass du sagst, du kommst auf deine Splatterkosten, na. Es ist kein Schlachten-Szenario und so. No. Okay. Na, es kommen ein paar Szenen vor, ja, die sind nett, aber es ist, na. Okay. Ja, aber schau ihn dir trotzdem an, mich das dann interessieren, was du dazu Auf sagst, jeden Fall. aber ich war etwas ernüchtert. Okay. Ja. Ich bin auch unsere Hörer noch mein Senf scharf zu dem neuen Argento-Film, den Dark Glasses, aber ich hab den leider nicht geschafft. Also ich reiche nächste Woche noch Northman und Dark Glasses noch. Okay. Ja. Ja, und ansonsten habe ich mal schnell Star Wars Episode 4 bis 9 eingeschoben. Ja, was kann man dazu sagen, außer dass ich von mir selbst überrascht war, als ich die Episode 8 besser bewertet habe als Episode 9. Nein, das darf man nicht. Das darf man nicht. Das geht gar nicht. Das habe ich gerade überlegen müssen, aber nein, darf man nicht. Da Ja, machst du doch. jetzt echt unsympathisch. Bei 8, da hat der Baby 8, oder? So heißt der Roboter, echt ein paar coole Szenen. Auf dieses geschissen, wenn ich Super Leo hab. Ja, da habe ich kurz was anderes gemacht. Um Himmels Willen. Na, aber Perfekt. einfach nur kurz dazwischen geschoben, weil ich habe dann auch noch ein bisschen mehr Genre-Hopping gemacht. Ich habe mir dann noch Martyrs angeschaut. Das war auch Folge wert. Ja, können wir ja auch gern machen. Und Welchen? dann den Original 2008. Okay. Aber ungeschnitten, hast du den ungeschnitten gesehen? Keine Ahnung. Wo Weiß ich hast du den nicht. gesehen? Auf Prime. Ah, du hast ja die ganze grobe Shit geht dir ab.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, das, Müssen wir jetzt echt das Kassetten schauen lernen, oder wie? das Ende ist immer das Kruzifix. Ende. Ich hab mir, der war bei den 99 Cent Filmen mal vom Monat dabei und hab ihn gekauft. Also geliehen. Zirp Aber aus gut. mit dir. Zirp. Flip aus mit dir. Jedenfalls, ich bin aber dann, weil ich mir gedacht habe, jetzt Kim Corby, jetzt hast du momentan ein bisschen Zeit auf die Nacht und müsstest eigentlich jetzt mal ein paar Filme anschauen und nachholen. Nicht, und damit man jetzt nicht die Goonies. Und habe mir ein bisschen auf Letterboxd vergnügt und habe dann die Stats herausgefunden, also die Statistiken. Und da gibt's unter anderem so, ich nenne es jetzt mal Trophäen, so Trophäenstati, wo man dann im Prozent sieht, was für Filme aus welchen Listen man schon gesehen hat. Unter anderem die 250 bestbewertetsten Filme bei Letterboxd. Und da bin ich mir jetzt mit 2 reingezogen. Und es sind 2 russische Filme. Und zwar einmal Come and See und dann noch Stalker. Come and See, da geht's um Zweiten Weltkrieg in Weißrussland, wie die Deutschen einige Dörfer anzünden. Und Der ist irre krass. Den hast du auch schon mal gesehen? Da haben wir von Bildstörung haben wir da mal was gekriegt, aber ein bisschen was dazu geschrieben damals. Also der ist echt, da sitzt er noch da und du bist wieder in Ritzerlaune. Ja, ist komplett frei auf YouTube und auch mit englischen Untertitel. Da kann ich vielleicht gleich einen Kanal nur empfehlen, der heißt Moss-Film und der hat lauter so russische alte Filme drauf, auch immer mit englischen Untertiteln. Also habe ich sowohl Come and See als auch Stalker gesehen und ich war baff. Also der Film ist von 85 und da kämen ein paar Szenen vor, die mich dann wieder an den Northmen erinnert haben, weil das da genauso krass vonstatten ging wie damals bei den Wikinger. Okay. Ich sag nur Kirche und da dann zumachen und anzünden. Irre. Da Ja. kriegst du mal. Ja. Und in Stalker geht's um einen, Stalker ist ein Begriff für jemanden, der so eine Art Schatzsucher ist und zwar in einer Zone. Und diese Zone ist ein Areal, das von der Polizei beschützt wird, wo man nicht genau weiß, was da drin passiert, außer eben Legenden, die besagen, dass da irgendwelche übersinnlichen Sachen passieren. Und man weiß nicht genau, ob Außerirdische dort waren oder ein Meteorit oder so eingeschlagen ist und dann dadurch. Das ist aber nicht die Zone ist aber nicht in Tschernobyl, oder? War das? Hat's einen, Es ist an Tschernobyl, glaube ich, angelehnt, aber zu Okay. dieser Zeit war, da war das Unglück von Tschernobyl noch nicht. okay. Ja, genau. Tschernobyl war ja 86 und Stalker ist von 79 und basiert auf einem Roman. Jedenfalls dieser Stalker hilft halt dann ein paar Leuten, die in diese Zone rein wollen, dass die halt da reinkommen, um einen Raum zu finden, der den Leuten ja alle Wünsche erfüllt oder etwas zeigt, was sein sehnlichster Wunsch ist. Und der Film geht, glaube ich, knapp 3 Stunden lang, ist total spannend gemacht, für das, dass man halt diese 3 einfach in dieser Zone sieht, wie die da rumgehen und ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen an The Last of Us erinnert, also an die Welt von The Last of Us und halt dann auch immer im Hinterkopf so ein bisschen Chernobyl noch mit dabei gehabt und ich muss auch sagen, echt ein richtig geiler Film und daher, ich kann nur mal diesen YouTube-Channel empfehlen und verstehe auch, warum das in der Liste drin war von den bestbewertesten Filmen. Wer sie da mal ein bisschen austoben will, also Come und See, beziehungsweise Come and See und halt Stalker sehr zu empfehlen und ich werde da meinen Horizont noch weiter erweitern. Sehr schön. Genau. Muss mir übrigens auch noch mal erklären, wie das läuft. Mit den Stats. Ja. Ja, mache ich dann. Auf jeden Fall habe ich erstmal herausgefunden, was Letterboxd noch alles zu bieten hat. Vielleicht kannst du mir dann Text auch erklären. Ach, das verstehe ich nicht. Das wollen wir nicht übertreiben. Gut, dann bin ich auch soweit fertig. Nachdem ich jetzt schon blöd angemacht worden bin für Tor 4, darf der Kani zur Strafe erklären, was unsere lieben Hörer machen dürfen. Unsere lieben Hörer müssen auf alle Fälle, was müssen die? Glockendrücker.
Glocken drücken. Ah, das wollte ich hören von Mike. Das wollte ich Ja, rauskitzeln. nicht Hab ich die rauskitzeln. Glocken von eurer Freundin oder Frau, sondern die Glocken bei, wie heißt YouTube und bei, wie heißt das andere? wo wir sind. Spotify. Deezer. Sackglocken. Überall Glocken. Ja, überall Glocken. Überall Glocken oder abonnieren, das ist das Gleiche. Ja. Eben, ja, genau. Und ja, dann geht's auf alle Fälle herzlich erst einmal unser Tor 4 Episode an und dann entscheidet ob's an Corby weiterhin in unserem Podcast haben möchtest oder nicht. Ja, bitte. Wenn's das dann angeschaut das habt, darf an an Tor mir 4. helfen. Und wir freuen uns, nehmt bei unserem Gewinnspiel teil. Es gibt gerade ein Gewinnspiel, das läuft jetzt über ein paar Wochen. Gibt's einen Haufen geilen Scheiß, unter anderem sehr modische Accessoires mit unseren Logos drauf zu gewinnen. Macht's mit, staubt irgendwas gratis ab und abonniert uns fix. Und wenn ihr noch Tipps habt oder Wünsche, was wir aufnehmen sollen, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir machen immer nur das, was wir wollen. Und das ist ja nach wie vor der Fall. Aber wir haben vor kurzem ja sogar in einer, ich glaube, es war lieber Lex, angekündigt, dass sich jemand Mayhem gewünscht hat. Und wir werden tatsächlich eine Folge zu Mayhem aufnehmen und auf Steady draufpacken. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Freund und Hörer. Du wurdest erhört. Schön. Und wenn ihr einen großen Geldbeutel habt, dann nehmen wir alles auf, was ihr wollt. Dann nehmen wir nur das auf, was ihr, dann schreien nur noch das, was ihr sagt. Ja, echt? Ja. Wie viel verlangst du für Fraktus? Ja, den habe ich zu Weihnachten geschenkt, der zählt nicht. Ah ja, okay. Aber ich weiß immer noch nicht, welches Jahr. Den Droge für dieses Jahr im Kalender ein, Fraktus. Das haben wir nicht gesagt. Nein, das machen wir nicht dieses Jahr, weil ich die Scheiße endlich weiterhaben möchte. Unbedingt. Du, das ist ein Film von vielen, die ich da nur in dem Stil bei mir im Regal habe. Alter, du weißt nicht, was ich Scheiße im Regal habe. Ich kann die fertig machen mit meinen Filmen. Okay. Das ist wahr. Da hat der Mike die Nase vorn. Ja, das glaube ich, ohne dass ich weiß, was er meint. Da fällt mir gerade noch ein. Auf was ich mir diesen Monat noch freue, also es wird nur in dem Monat kommen, ich werde es aber leider erst im August sehen, ist meine Blu-ray zu The Medium. Kani. Oh, yes. Kani, The Medium, weißt du noch? The Medium aus dem Hardline. Gute. Ja, leist wir dann aus. Dann schmeiß ihn kauft weg. dann selbst. Dann schmeiß ihn weg. Habe ich mir auch schon bestellt. Freue mich. Ja, Jetzt freu haut's mich. ab, weil die Leute wollen nichts vom Medium hören. Die wollen jetzt, dass wir aufhören. Ja, die wollen alle Medium. Alle wollen das Medium. in den nächsten Lex wird es auf jeden Fall dann wieder vorkommen. Ah, da bin ich nicht dabei. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus. Servus und Habedieri.